Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, ich sag euch meine Einschätzung zum Spiel. Zum ersten Spieltag in der Champions League gegen Chelsea London zu Hause. Und wir gucken mal, wie ich aufstellen würde, bevor wir das tun. Wie immer der Hinweis. Hypen, liken, kommentieren, abonnieren. That's the plan. Ja. Also, wir spielen gegen den FC Chelsea am ersten Spieltag zu Hause. Ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich denke, wenn wir unter die ersten 8 kommen wollen, wirst du auf jeden Fall die 4 Heimspiele alle gewinnen müssen. Ich denke, Chelsea London ist guter Gradmesser, ist ein gutes Spiel, um auch mal zu schauen, wo wir stehen. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Ich kann Chelsea super schlecht einschätzen, sind, ich glaube, irgendwie mit 2 Siegen, 2 Unentschieden oder irgendwie so in die Premier League gestartet. Wie gesagt, ich kann sie ganz schwer einschätzen. Ich bin deshalb sehr gespannt auf das Spiel. Sollte man natürlich nicht unterschätzen als Club-Weltmeister. So, ja, das ist ein Erfolg, den hat man errungen. Muss man jetzt aber auch nicht, keine Ahnung, als Übermannschaft sehen oder sonst was. Also ich sehe Chelsea, ich habe es ja schon im Livestream gesagt, ich sehe Chelsea, was internationale Bühne angeht, noch einen Tacken hinter uns. Chelsea wird nicht zu den Top-Favoriten gehören, genauso wenig wie wir in der Champions League. Nichtsdestotrotz hat Chelsea natürlich die Möglichkeit, die Champions League zu gewinnen, genauso wie wir. Ja, wenn alles nach Plan läuft, wenn man Topform hat und so weiter. So ordne ich Chelsea ein bisschen ein. Mein Ergebnistipp ist 3:1. Ich gehe davon aus, dass wir das Spiel gewinnen werden. Wir spielen zu Hause, wir sind immer heimstark. Gerade gegen englische Vereine waren wir auch heimstark. Und ja, I don't know. Wie gesagt, ich sehe Chelsea jetzt nicht als Übermannschaft, aber vielleicht vertue ich mich auch komplett. Das werden wir dann morgen sehen. Ich mache den ganzen Bums hier vor der Pressekonferenz, weil ich nicht weiß, wann genau die kommt, ob die erst heute Abend kommt oder morgen früh oder sonst was. Wir haben aktuell eigentlich keine Spieler, die irgendwie auf der Kippe stehen, zumindest ist mir da nichts bekannt und von daher mache ich den ganzen Bums jetzt schon mal, weil ich jetzt gerade die Zeit dazu habe. Ja, und von daher gehen wir mal rein. Ich denke, es wird nichts Überraschendes zu sehen sein. Ja, Manuel Neuer wird im Tor stehen. Alternative, wissen wir, ist Urbich. Können wir auch eintragen. Ich glaube nicht, dass Urbich exklusiv die Champions League-Spiele bekommt, von daher. Und Manuel Neuer hat gerade eine gute Form, von daher alles gut. Ja, wenn du Manuel Neuer noch da hast, steht Manuel Neuer im Tor. Punkt. Innenverteidigung, ja. Haben wir ja auch nicht wirklich Alternativen, solange wir nicht irgendwie eine Alternative haben, dass Dani in die Innenverteidigung rücken kann. Von daher wird bei mir Tar und Upper auflaufen. Sollte einer von beiden nicht können, warum auch immer, ist natürlich Minjay die erste Alternative und ja, keine Ahnung. Also ich mache mir da jetzt nicht so große Sorgen. Er hat halt immer noch ab und an mal einen Klopper drin. Hatte Upper über lange Zeit aber auch. Ich denke, Minjay fehlt auch so ein bisschen einfach das Selbstvertrauen, gerade vom Trainer. Er weiß, dass er die klare Nummer 3 ist. Ja, und er weiß sehr wahrscheinlich, wenn ein gutes Angebot gekommen wäre, wäre er wahrscheinlich auch gegangen worden. Ja, mal abwarten. Also unsere Standard-Innenverteidigung Tar und Upper. Ja. Gut. Ihr wisst es schon, die hier öfter zu gucken, bei mir ist Dani Rechtsverteidiger und nicht Linksverteidiger. Bei mir wäre, solange wir keinen Linksverteidiger haben, aktuell würde ich einen Conny dahinstellen, aber ich würde halt einfach die Seiten tauschen. Ja. Damit Dani auf seiner angedachten Posi spielt, da ist er stärker, meiner Meinung nach, wie auf der linken Seite. Und ob Conny jetzt auf der rechten oder auf der linken Seite da rumrennt. Klar, das Zusammenspiel mit Ulisse ist sehr gut mit Conny, aber das hat man jetzt auch gesehen im letzten Spiel. Dass es nicht an Leimer liegt, ja, da hat Michael auch ganz, ganz andere Spieler eingesetzt, wie ein Gnabry, wie ein Pavlo. Also sehe ich das jetzt nicht als großen Verlust, wenn man jetzt sagen würde, komm. Stanley ist mein Rechtsverteidiger auf lange Sicht gesehen und da möchte er sich doch bitte mit dem Michael da auf der Seite einspielen. Mal gucken. Ich denke, wenn das alles so bleibt, selbst wenn unsere linken Verteidiger wieder da sind, dass ein Conny Leimer dann immer noch unser Rechtsverteidiger Nummer 1 ist. Wovon ich aktuell ausgehe, weil sonst würde man genau diesen Move machen, meiner Meinung nach. Ja. Dann ist Conny Leimer Rechtsverteidiger und Punkt. Ja.
Ich sehe ihn defensiv gerade gegen so einen Gegner immer als Gefahr an und dann wäre es schön, wenn Stanisic auf seiner Seite spielt. Obwohl, jetzt kannst du natürlich argumentieren, hat er im Moment keine Spielpraxis auf rechten Seite, aber kannst es auch wieder umdrehen. Ja, keine Ahnung. Bei mir ist Danny ein Rechtsverteidiger und nicht Linksverteidiger und Conny Leimer ist alles andere als ein Außenverteidiger. Er macht's gut, was die Offensive angeht, was das Umschaltspiel angeht und so, keine Frage. Aber alles, was defensiv ist es sehr schwierig. Ja, und von daher spielt es dann keine Rolle, ob er auf der linken oder auf der rechten Seite rumeiert. Meiner Meinung nach. Gut, defensives Mittelfeld. Ja, defensives Mittelfeld haben wir nicht wirklich. Wir haben natürlich Josh. Ich sehe auch keine Alternative. Wir könnten natürlich jetzt die Rochade machen. Kimmich nach rechts, Conny Leimer ins Mittelfeld. Macht keinen Sinn, ja, weil es einfach nicht angedacht ist. Kimmich ist zentraler Mittelfeldspieler und deswegen spielt er in der Mitte, auch wenn er defensiv wirklich gerade nicht gut ist. Ist aber ein bisschen besser in Form gekommen. Ich hoffe, dass die Champions League ihn jetzt nochmal ein bisschen pusht und vielleicht, dass man da auch ein bisschen disziplinierter spielt in der Mitte. Da bin ich sehr gespannt drauf. Frage ist, wer spielt neben ihn? Ja, da haben wir drei Optionen mit dem Bischof, Goretzka und Pavlo. Ich gehe davon aus, dass ein Goretzka auflaufen wird. Bei mir, ich würde einen Pavlo bringen. Ja, wenn Pavlo fit genug ist, ansonsten würde ich auch einen Leon bringen. Tom Bischof kann ich halt leider wenig sagen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich müsste ihn mal sehen. Das, was ich gesehen habe, war gut. Ja, also hätte ich jetzt auch keine Kopfschmerzen mit, ihn da reinzubringen, aber ob das Zusammenspiel ja da gut ist mit Josh oder wie die Abstimmung ist und so weiter, ist ja jetzt noch nicht so lange dabei, weiß ich nicht, müsste man halt mal sehen. Aber klar, wir spielen gegen Chelsea, das ist ein Top-Gegner, da muss natürlich auch die Top-Mannschaft stehen und das ist für mich die Combo Kimmich-Pavlovic, die war letzte Saison sehr stark, diese Saison, ja, so langsam kommt es ein bisschen ins Rollen. Ich denke, Pavlo braucht noch ein bisschen, Kimmich genauso. Ja, ich gehe davon aus, wenn wir hier schon mal sind, weil das sind die einzigen Positionen, die irgendwie ansatzweise in Frage stehen. Conny Leimer wird rechts spielen, Stanny links und ich gehe davon aus, dass Kimmich und Goretzka anfangen werden. Aber, wer weiß, vielleicht täusche ich mich auch. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten vorne ist klar, Harry Kane ist ohne Konkurrenz da vorne. Klar, wir können Jackson hier eintragen als Alternative. Der wird mit Sicherheit auch seine Spielzeit kriegen, so ab der 60. oder 70. Minute rum, denke ich. Ansonsten, ohne Michael geht gar nichts. Ja, Michael ist der Faktor gerade in der Offensive, da brauchen wir nicht drum herum reden. Diaz auch sehr gut. Auch da sehe ich keine Alternative und Gnabry wird anfangen. Einfach weil er gerade eine gute Form hat, einen kleinen Lauf hat und den sollte man dann auch nicht unterbrechen. Ja. Gut, unsere erste Alternative dann natürlich, ist egal, wo ich ihn eintrage, ist Lennart Kahl. Ja. Und das war's auch. Das ist unsere Alternative. Guerrero trage ich jetzt gar nicht ein, weil ich nicht weiß, wie angeschlagen er ist oder nicht. Ja, ansonsten hätte man natürlich noch einen Guerrero als irgendeine Alternative, die nicht wirklich eine Alternative ist. Da ist selbst ein Boe ja stabiler, wie es ein Guerrero gerade ist. Ja, ein Boe können wir mal noch eintragen, jetzt Alternative. Und das war's. Ja. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich noch vielleicht der eine oder andere Jugendspieler auf der Bank sitzen. Das kann ich nicht sagen. Das werden wir sehen, ob es ein Mike ist vielleicht. Ja, den könnte man dann noch hier, aber wenn, dann müssten wir es tauschen. Dann müssten wir ja sehr wahrscheinlich hier einen Lennart Kahl einsetzen. Und hier den Mike. Wird es ja wahrscheinlich eher so aussehen. Ja. Wo das natürlich immer variabel ist, das wisst ihr, das brauche ich nicht wieder extra erwähnen, dass auch die Außen als Zähne agieren werden. Ja. Natürlich wäre noch eine Möglichkeit, mit Jackson und einem Harry Kane anzufangen und einen Serge wegzulassen. Ja, dass wir mit einer Viererreihe sozusagen vorne anfangen, wobei dann Harry Kane sehr wahrscheinlich eher der Zehner wäre. Ist natürlich eine Möglichkeit, weiß nicht, ob Kompany diesen Move machen wird. Darauf begründet, dass Jackson natürlich heiß ist, gegen Chelsea zu spielen, denke ich.
Wenn man die 45 Minuten gesehen hat, hat man aber auch gesehen, dass Jackson noch eine Menge Zeit braucht bei uns, ja, um in dem System klarzukommen, um die Laufwege zu haben. Die Abstimmung ist einfach noch nicht gegeben, was auch völlig okay ist. Von daher gehe ich nicht davon aus, dass er, also ich würde ihn nicht in die Startelf stellen. Ich glaube nicht, dass Kompanie es tun wird, sagen wir es mal so. Das wäre meine Aufstellung und ich denke, wie gesagt, von Kompanie, die wird sehr ähnlich sein. Er wird die beiden Außenverteidiger tauschen und wird wahrscheinlich hier einen Goretzka hinstellen anstatt einen Pavlovic. Und vorne werden die 4 anfangen, gehe ich von aus. Ja, so, das wird die Aufstellung sein. Ich freue mich auf das Spiel. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ist der erste wirkliche Gradmesser für unsere Mannschaft. Ja, weiß nicht, wie stark Chelsea jetzt offensiv ist. Das wird interessant sein, weil unsere Offensive ist mit Sicherheit nicht das Problem diese Saison. Wenn, dann ist unsere Defensive eher das Problem, wobei dann wir da eher über das zentrale Mittelfeld reden. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie dann auch so ein Kimmich agieren wird oder nicht agieren wird morgen. Ob er sich da ein bisschen zurückhält, wie da der Ansatz ist von Kompanie. Aber wir spielen zu Hause. Ich gehe davon aus, wir werden Feuer machen, ne, Feuer frei. Und das ist auch richtig so. Wichtig ist, dass die Absicherung stimmt in der Zentrale. Da bin ich sehr gespannt. Ja, mein Tipp habt ihr gehört, 3:1. Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Freut euch auf das Champions League-Spiel. Ich freue mich drauf. Und in diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.